irgendwie Citroën nicht darum fertig spricht, sich mit eigenen Lösungen aus der Abseits zu einer Konkurrenz zu bewegen. Und aber hat die französische Marke sich nicht ganz zum Strom von der Konkurrenz aufgekapselt. Und so also doch nach Haut mit dem neuen C5 Aircross, den Singegisch hinführt, und aber dem großen Trend nur geht. Am Styling vom Exterieur setzt Citroën wie schon beim kleinen Bruder dem C3 Aircross auf freundlich Rundformen. Wobei auch direkt auffällt, dass es sich um ein typisch Gefährt aus der SUV 10 handelt. Die 4,50 Meter lange 5 Tiere ist also so etwas wie ein heichgelöschte Kombi mit einem großen Mallendeckel auf viel Platz da hat. Citroën hat auch hier auf verschiedene Designfeinheiten gesetzt. Die Flare-LED-Luchte sitzen ganz weit oben. Das Logo am Design vom doble Winkel geht direkt an den Kapo rüber. Sind schwarze Airbumpen, Tramschutzlichten und der Seite sorgen noch bei der Wässerlackierung für den starken Kontrast, wie auch sind Dachreling an 2 Farben auf 4 stecht. Für die ganzen Auto aus den hinnischen Teil auch freundlich umgesetzt gehen, wobei die quadratisch geformte Luchten abfallen. Mam neuen C5 Aircross huet Citroën noch de W an die migros kompakt SUV-Klasse fand. En als passenderem freundlich, aber am Interieur de gemütliche Charme von enger Stoff. Was am Interieur opfällt als der Rechtsdeck-Thema, den sich dacks a Form von de Belüftungsdüsen oder der Tastatur und Volant rümpfend, sowie auch op denen bequeme Komfort-Sitzplätzen als Snapperlieder. Hier besteht Form vom Sitz als kleine Rechtsdecker, die sich als Einzelkissen dem Körper aufpassen sollen. A Punkt oder Größe vom Auto passt doch dafür Platz. 4 sitzen sie ganz bequem, Handen dran aber, geht es für Großpersonen allerdings ein bisschen knapp. Ob schon sich hier all Einzelsitz separat ausstellen lässt. Ein Punkt, wodurch mal auch von einem Ladevolumen von 580 bis zu 1630 Liter bei umgelehnten Sitzen profitieren kann. An dem Volant lädt auch kein normalen Tacho mit großen Display, den all relevantesten Zahlen während dem Fahren grafisch aufweist. Über der Mittelkonsole lädt zusätzlich ein Touchscreen, über den diverse Funktionen wie zum Beispiel Klimaautomatik sich steuern lässt. An der Mittelkonsole selber ist auch Platz genug für ein Kleinflasch Wasser, und genug Platz für den Handy, den sich hier induktiv ohne Kabel herumuploaden lässt. Der Arbeitsplatz zum Chauffeur ist dementsprechend auch abgeräumt, zumal es doch kein Handbremshebel mehr gibt, mehr kleine Knöpfchen, den Parkbrems elektronisch aktiviert. An einem Wort, der ganzen Interieurensemble sticht doch durch eine gute Verarbeitung, feinem Napperleder und genug Chrom auf 4. Als Testauto konnte mir den C5 Aircross am Benziner fahren. Ein 4-Zylinder, 1,6 Liter Motor mit 181 PS an einer Erdgang Stufenautomatik. An 8,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h, eng maximal Vitesse von 216 km/h, wo man da immer eine gute Reserve und Kraft hat. Der Motor lebt ruhig, an die Erdgang Stufenautomatik mischt sich am positiven Sinn auch nicht viel bemerkbar. Vis-à-vis dem Normverbrauch von Citroën von 4,9 Liter auf 100 km lochen wir mit die 7 Liter auf 100 km ein bisschen als dem Normwert von Citroën heraus. Wenn ihr dann auf die Suspension zu schwätzen könnt, kann ich sagen, dass das ganze Setup von der Förderung echter Müll rüberkommt. Mit seiner hydraulischen Förderung, die mehr Richtung Müll Setup fährt, will Citroën beim C5 Aircross am Vergleich zur Konkurrenz auch mal gar nicht sportlich sein. Es macht Spaß, mit dem C5 Aircross zu fahren, wenn ihn die sportliche Oder aufschaltet.
weil die säre Passage an de Keieren op der Landstroos versteht net so richtig. Für mich der richtigen SUV fir zu cruisen, weil do kann sing Vierdeler a puncto elastischem, komfortablem, anentspanntem Langstrecken SUV fuhren perfekt ratstrechen. Wie navrelode Knäpsche vum Sportset ab will drecken erfuhren, krit deintlich még Stramsuspension. De Feeling vum Auto op der Stroos also steckt mir dynamisch, me die gut sportlich Figur an der Keier bleibt awer och hei ass. A geneso wie de Komfort am 1,5 Tonnen schweren C5 Aircross stimmt, also en gros Unzuel vun Assistenzsystemer obert. Den neuen C5 Aircross für Citroën möchte sich auch de Weh frei, für sie einen guten Platz an dem großen Kompakt-SUV-Segment zu sichern. Und als passend freundlich, bietet bannen dran eine agreeable Atmosphäre, aber mit seinem Mülle-Setup für Suspension steht schon ein interessanter Package parat. So wie bei einem normalen Auto Pneuen en groß Rolle spielen, als dadurch der Fall bei einem Camion. Und auch an dem Sinn hat den internationale Pneufabrikant Goodyear für eine Podeich die internationale Presse auf ihre Circuit für Mehrwahl aus Südfrankreich invitiert, wo sie auch ein neues Konzept von einer großen Offer und Mobilität für Fleet Manager präsentiert haben. Die erste interessante Informationen konnten mir auch an einem flotten Dekor von einem Schloss, wie das Bilder das beweisen. Für dat wat Molo alles technisch erklärt kruten, konnte man Goodyear-Circuit vu Mirval lo haut no erliewen. An plus hat Goodyear hier 2 neue Generationen vun ihren Top-Pneuen fir de Camion am Strassenersatz mat op Mirval brecht. Am mir konnte noch mat erliewen, wat fir besonders Qualitäten dese Produkt vis-à-vis der Konkurrenz unzbieten huet. Serie K-Max Gen 2 an Serie Fullmax Gen 2 sind noch die jüngste Baustein vun der Goodyear Total Mobility. De K-Max Gen 2 Pneu op der Undrifs der 4. Lenkachs iwwerzecht mat enger ratstechender Lauflichtung.
Für allem Flotten am Regionaltrafik profitieren von engem lange Leben vom Pneu an dadurch bei schwierigen Straßenverhältnissen. Die neue Langlefer für op die 4. Lenkachse de K-Max D Gen 2 bietet darüber bis zu 5%, wie von der größte an dem Typ von Pneu mehr Spriteffizienz, und dabei geht die exzellente Laufleistung von seinem Vorgänger dem K-Max beibehalten. Donc le test consiste à équiper un tracteur de K-Max Gen 2 usé, et ce tracteur va tirer un camion benne qui pèse 21 tonnes. L'ensemble donc pèse 30 tonnes et nous allons mesurer l'accélération de ce convoi et comparer le K-Max première génération au K-Max Gen 2 pour mettre en évidence sur ce test particulier une amélioration de 20% dans son potentiel d'accélération. De Fuelmax Gen 2 Pneu op der Undrifs der 4. Lenkachse sucht fir eng héich Spriteffizienz a Kombinatioun mat enger verbesserter Laufleistung, méi Traktiun an engem milose Geräch beim Ofrollen. De Fuelmax Gen 2 Pneu eignet sich fir de Fleet am Fernverkehr. Dëse neie Pneu iwwerzecht mat bis zu 10% méi Laufleistung an dobei gëtt och die besonnech gute Spriteffizienz vum Viergänger beibehalen. Auch sein Laufläch besteht aus den bewährten Intellimax Profilrippen-Technologie mit deven Flexomatic-Lamellen. Auch dann, wenn der Pneu schon zu 75% aufgefahren ist, sind Lamellen nachträglich sichtbar. Bienvenue maintenant sur l'atelier qui démontre les nouvelles performances du Fuelmax Gen 2. Donc le Fuelmax, c'est notre nouvelle ligne dédicacée aux utilisations longue distance, pour le transport longue distance. Les améliorations que nous avons apportées à la gamme sont ici multiples. L'ensemble des pneumatiques steer et drive sont maintenant compatibles avec les performances demandées pour avoir le marquage 3 pics MSF, ce qui est évidemment important pour la traction et la mobilité générale des camions équipés de ces pneumatiques. Nous avons également amélioré le potentiel de traction du Fuelmax D Gen 2 de 30% par rapport à son prédécesseur. Donc une amélioration extrêmement consistante de cette performance. Le fait que nous avons complètement modifié le dessin également nous donne une meilleure performance kilométrique de l'ordre de 10% sur le drive et de 7% sur le steer. Et enfin, nous avons également amélioré la résistance au roulement de la ligne, puisque toutes les dimensions qui sont aujourd'hui disponibles sont toutes, sont toutes marquées avec le label B de résistance au roulement. Donc la démonstration à laquelle vous allez assister consiste à comparer deux camions, un équipé de pneus de la concurrence et l'autre équipé de notre nouveau Fuelmax Gen 2. Les pneus sont usés, il reste à peu près 5 mm d'épaisseur de gomme sur les pneumatiques et il s'agit d'un exercice de poursuite sur sol mouillé. Et le camion équipé de Fuelmax Gen 2 va petit à petit rattraper de façon évidente le pneu équipé des pneus de la concurrence, ce qui démontre son potentiel de traction sur route mouillée et glissante. Voilà. Am Reifendruckkontrollsystem bzw. TPMS Tire Pressure Monitoring System gëtt de Luftdruck vum Pneu ungefähr ëmriwer Wert fir Accidenter, die durch fehlerhaft Pneuen verursacht gin, an der Zuel aufzusetzen. Dommer der gëtt et onnedigt Ofnutze vum Pneu vermieden, an et gëtt Sprit gespurt. Des Infoen ginn direkt iwwer eng App gespeichert an noch direkt in den Manager vun der Flot geschickt. So kann den desideieren, ob de Camion sing Tour weiterfuhren soll oder ob en direkt an de Garage, den am noste lädt, soll auffuhren. Dazu mehr Info vom Yves Sinner.
Ich will ganz kurz den Goodyear TPMS-System erklären. Weil das ein TPMS-System kennt aus dem Englischen als ein Tire Pressure Monitoring System. Das heißt, das der weiß die als erlaubt, op Distanz zu gucken, was en Pneu passiert. Das heißt am Prinzip, was wir machen, ist, dass wir den Druck an Temperatur, Bandtemperatur vom Pneu permanent überwachen und dann auch dem Transporteur können Bescheid geben, wann etwas sich so entwickelt, das muss dann nur geguckt gehen, dass es nicht in der Reihe ist. Das funktioniert im Prinzip so, dass wir auf all falsch Sensor verbauen. Hier sind zwei Sensor, den ganz regelmäßigen Aufstellen, wie gesagt, den Druck an Temperatur misst. Und da können auf der Kamion selber eine Telematik köchte se Router gedinstalliert, dat ist den Kapter die checkt Donien und der Router an der Router selber die checkt die Donien dafür und als Cloud wo Donien weiter verschafft gehen. Das heißt, wir gucken als dem Moment an der Cloud en Permanence was geschieht auf seinem Gefir. Also bald mal gesehen, dass entweder ein Druckauffall stattfindet oder eng Temperatur anormal hech an Blut geht, checken wir dem Transporteur entweder über E-Mail oder über eng Handysapplikation, die man hunn e Message wie zum zu so, du musst oppassen hey, ob den Gefierer selbst nicht stimmt. Ich gebe so wat mal lo darüber rausmachen, auch für dem Transporteur Lebenserlichteren. Für wirklich aus engem dachtägliche Business so gut wie geht zu unterstützen, als dass man hingehen, an dass man wirklich einen Unterschied machen zwischen Problemen, die da wirklich ganz dringend sind, Probleme, wo wir so und du musst zwar dann nur geguckt geben, in die sind nicht unbedingt sehr dringlich. Das heißt, wir können dem Transporteur ganz genau so, dass da ist ein Gefähr, wo du musst den Moment direkt stoppen oder mir so ein gesunde Problem haben, das ist aber auch für dich ganz okay, für den Moment nach den Lieferungen fertig zu machen, erreicht, nachdem du das gemacht hast, checkst du dein Kamion an der nächsten Atelier für das nur de Pneu guckt. Das so wie mit dem Transporteur helfen am Anfang, dass er kann besser liefern zu Zeit, weil natürlich für den Transporteur auch hecht, dass am Strich Sue spurt an dass am größten Ganzen viel mehr sicherer wäre als auf der Straße. Unter dem Numm Goodyear Proactive Solution biet Goodyear dem Fleet e Service Package, mat dem se die wirtschaftlich Zuele vun ihrer Flot immens verbessere können. Basishilfe as eng Echtzeit Monitoring vum Zustand vum einzelne Pneu, vun der Bestimmung vum Luftdruck an der Temperatur. De Vierdeel, et könnt go net zu enger Pan vum Pneu, weil d'Ursache fir schlächende Luftdruck mat Zeiten erkannt gëtt abehowe kann gin. Basishilfunner as een egenen vun der Goodyear Prognosentechnologie entwickelte Sensor, den all Daten erfäst, analysiert. De Patron vum Fleetbetrieb krit des Informationoun an engem iwwersichtliche Rapport kann bei Bedarf op de Servicecenter vu Goodyear mat méie wie 2000 Partner zreckgräfen. Dommer der bit Goodyear iwwer des Analyseras och direkt déi Denkschleechtung mat dun fir de Problem ze behewen. An zum Schluss genießt das Bilder von der Klenger Dacke Aventur. It's really important in the Dakar to have good tires. In 2004 I was second. I finished second in the overall classification, only 3 minutes behind, because I have one puncture more than my competitors. So it's to change one tire, it's 10 minutes. So it's really good to have the best tire, that don't break down. So it's really important for us to get the right brand and the right combination for the Dakar.